Nightfall von Blind Guardian. Wieso gerade der Song? Es ist einfach der Song, der mir auf dieser Scheibe am besten gefällt. Es ist auch nicht der typische Heavy-Metal-Song natürlich, es ist auch wieder eine Halbballade. Ich hätte ja Mirror Mirror können nehmen, der gefällt mir auch extrem gut, aber an diesem Song hat mir einfach beeindruckt, die gewaltigen Chöre im Refrain, das finde ich nach wie vor etwas vom Geilsten, was Blind Guardian gemacht hat, die gewaltigen Chöre. Und das Album gefällt mir halt, weil es ein Konzept ist, sind wir wieder beim Konzept, bei den Texten, über das Tolkien-Universum, wo ich halt auch sehr interessiert bin und wo der Urvater vom Fantasy ein bisschen ist. Und, genau. Ja. Und Fantasy ist eben eine Welt, wo dann eben das Übernatürliche und so immer auch eine Rolle spielt. Und das Thema vor allem sind vor bei der Religion gewesen und alles, was damit zusammenhängt. Du hast in deinen Büchern, oder mit denen, die ich bis jetzt gelesen habe, spielt das durchaus eben eine Rolle. Zum Beispiel eben beim Richard Winter, du hast gesagt, es ist ein Kriminalfall zu lösen, wo es immer wieder um übersinnliche Fragen geht. Als ich das gelesen habe, habe ich es mega cool gefunden, weil ich finde, du gehst so einen spannenden Weg. Einerseits beschreibst du das sehr kritisch, so, und sagst, ja, das ist nicht alles Humbug, und es zeigt sich dann auch, gewisse Sachen sind tatsächlich, zeigt dir einfach auf, wie die sich einfach in irgendwelche Sachen hineingesteigert haben, aber wenn man da natürliche Ursachen hat, und andererseits ist dann aber schon so, gewisse Sachen sind effektiv echt, da passieren Sachen, die man nicht einfach so kann erklären kann, wo geistliche Wesen da sind und ihr Unwesen antreiben, oder die Frage nach Versöhnung und so weiter. Wie kommst du darauf, das so zu beschreiben? Ist das auch ein bisschen, du hast gesagt, Texte sind wichtig, ist das auch das, wie du die Welt so ein bisschen wahrnimmst, oder wie ist das? Ja, also das ist noch schwierig zu sagen. Ich bin selber ursprünglich, glaube ich, nicht so wahnsinnig an Übernatürliches, aber ich finde es extrem spannend und ich habe schon mit sehr vielen Leuten geredet, die übernatürliche Sachen erlebt haben. Ich selber habe jetzt noch nie, oder ja, fast nie, einmal etwas so erlebt. Und ich finde das extrem spannend, zum Teil auch beängstigend. Das ist etwas, was mir selber ein bisschen gruselt auch. Und dann gibt es eben die zwei Sachen. Es gibt eben wirklich sehr viel Humbug-Zeichen, wo drüber wird mit dem ganzen, auch Geschäft natürlich, wo gemacht werden, mit dem Übersinnlichen. Und hankerum frage ich mich dann selber auch gleich, ja, ist eben vielleicht gleich etwas dran, oder? Gibt es eben dann vielleicht gleich mehr, als wir uns vorstellen können? Und ich finde das extrem spannend und auch beängstigend. Und darum habe ich das so beschrieben und mich damit befasst. Ja. Mhm. Was denkst du, wenn die Brüder so Sachen schreiben? Wie siehst du die Themen? Ich lese schon, also ich bin auch noch mega Bücherratte, muss ich sagen. Ja, so viele Bücher gelesen, wie ich Ratte gelesen habe. Ich habe wirklich immer Bücher lesen und auch sehr viele Mystery-Sachen gelesen. Das Thema hat mich lange sehr beschäftigt, weil es mich extrem fasziniert. Aber es ist also in einem breiten Spektrum, also jetzt Übernatürliches, aber auch eben Sachen über UFOs, über andere Welten, über verschiedene spirituelle Sachen, verschiedene Religionen, überall ein bisschen gelesen. Es fasziniert mich, wenn wir auf einem Planet so viele Ansichten können haben und so viel, wie soll ich dem sagen? Jede Religion hat ja ihre eigenen übernatürlichen Sachen. Und es ist faszinierend, was da alles rum ist. Und man kann ja die Bücher lesen, kommt man da in eine Welt rein, die man nicht kennt, eigentlich, die einem sehr faszinieren kann. Und was mir dabei auch noch interessant ist, du hast jetzt so von Religion und Übernatürlichem geredet, auch wenn wir jetzt sagen, ich gehe die Überlieferungen von verschiedenen Kulturen und Ländern, gibt es so viele Parallelen, oder? Wo in verschiedenen Kulturkreisen eigentlich die gleiche Sage oder die gleiche Geschichte um mich erzählt wird. Der schwarze Mann, der Boogeyman, der Huttata, wie es bei uns im Seislerbiet ist. Also die haben ganz viele Sagen, die in allen Gebieten vorkommen und irgendwie aufgegriffen werden. Und das finde ich auch sehr spannend. So, wo ist eigentlich der Ursprung von diesen Sagen? Oder wie kommen die verschiedenen Kulturkreise alle auf die gleiche Geschichte eigentlich, oder? Genau, gibt es unterschiedliche Faktoren. Die einen würden sagen, ja, das ist halt einfach irgendwie menschlich und darum so. Oder gibt es vielleicht einen Kern, oder gibt es überall eben Sachen, wo vielleicht da kann man eben mehr dran. Ja. Das ist das, was man dann muss selber die Frage einfach beantworten oder suchen. Wie sieht man das? Oder was deckt sich denn, was verhebt? Das ist
das ist jetzt eben der Mystery Thriller, die 3 Bände, aber du hast eben an ein Fantasy-Buch jetzt auch anfangen zu veröffentlichen, nicht nur, wo die Schublade ist und wo zack, gut ist, und ich denke, ich habe da geschrieben mal, eigentlich finde ich, das hat so Game of Thrones Qualität, eigentlich müsste es auch verfilmt werden, also ich hoffe, du kannst die Qualität heben bis zum Schluss von der Trilogie, aber ich bin zuversichtlich, sehr. Und dort ist ein anderes Thema, eben, es ist auch eine Fantasy-Welt, wo es eben auch Übernatürliches gibt, aber wo eben auch Religion, auch die institutionalisierte Religion, eine grosse Rolle spielt. Eben vielleicht auch eher schwierig, wie du es in der Jugend beschrieben hast. Wie ist denn das? Gibt's, oder willst du dir erzählen, wie die Welt so ist? Du kannst es besser erzählen, vielleicht als ich. Was mit den Wirker und der Greiferreligion und so, wie das... Ja, also genau, also eine Welt in ein paar Sätze beschreiben ist natürlich immer sehr schwierig. Muss man lächeln. Ja, genau. Aber es ist natürlich wie häufige Fantasy mittelalterlich angehaucht, das ist ganz klar. Und das ist etwas, wo ich vom Mittelalter, von den historischen Romanen, wo ich sehr viel Parallelbezüge geschaffen habe, weil ich mich halt dort einfach gut auskenne mittlerweile. Und da gibt's in dieser Welt gibt's den Glauben an den Greif. Der Greif ist quasi der Allvater, der Gott, wo die Welt erschaffen hat. Also ein mystisches Wesen, eine Mischung zwischen Löwe und Adler. Und das ist eigentlich der Gott in dieser Welt. Und dann gibt's einen Orden, einen heiligen Orden, der eigentlich eine Schwesternschaft ist. Also besteht aus Frauen, der Orden, aus Kriegerfrauen. Es ist so ein bisschen ein Parallelding zu den Templern eigentlich. Also das ist relativ, ich glaube, wahrscheinlich relativ eindeutig, dass dort ein bisschen Verweise auf Templer gemacht wurden. Und die Schwesternschaft ist eben sehr extrem, die tun den Orden sehr fest verteidigen, den Glauben, und tun natürlich alles, was gegen den Glauben und den Orden schiesst, angreifen. Und im Laufe der Geschichte kommt eben dann auch raus, dass der Glauben an den Greifen eben vielleicht doch nicht so felsenfest überliefert ist, wie man das vielleicht dächte. Und das ganze Gebilde kommt dann ins Wanken und kollabiert dann eigentlich. Und dann ist eigentlich die Frage da, was ist jetzt mit dem Weltbild passiert, wenn der Glaube eigentlich zusammenbricht, oder? Das ist so ein bisschen die Frage, wo die Personen auch umtreiben. Nebst anderen, das ist jetzt mal so die religiöse Schiene. Es hat noch verschiedene andere Stränge, Erzählstränge natürlich, ja. Ist das auch, kann man es ein bisschen als ein bisschen Kommentar lesen auf vielleicht auch eben so, jetzt vielleicht nicht nur die katholische Kirche, aber besonders doch auch so ein bisschen ein Glaube, wo eben eine Institution sich da klammert und man nicht darf kritisch anschauen, aber wenn man anschaut, eben verhebt sich nicht alles. Umgekehrt in dieser Welt gibt es Sachen, die definitiv, also es gibt das Übernatürliche, beschreibst du dort, es gibt es ja schon, aber vielleicht nicht einfach nur so, wie es die Institution immer sagt. Ja, also es ist natürlich, ich bin auch mit dem aufgewachsen, mit meinem Glauben und so. Das ist nicht alles schlecht, das ist ganz klar, das ist sehr viel, sehr gut, und das ist auch im Buch so, es sind gewisse Sachen, die nicht gut laufen, und wenn man gehört hat, was im Mittelalter eben, was Templer gemacht haben, also die Kreuzritter und so, mit den Kreuzzügen und alles, das ist ja klar, da sind ganz viele sehr schlimme Sachen passiert, und ja, da sind einige Parallelen sicher da, und die sind auch kritisch anzugucken, und so Sachen muss man natürlich auch kritisch hinterfragen. Und auf der anderen Seite eben gibt's in diesem Buch die Wirker, das ist vorhin angesprochen, das sind die quasi Magiebegabten, die machen mit Hilfe von Musik, machen sie eigentlich übernatürliche Sachen, also sie tun die Energie von der Erde mit Bewegungen wie anzapfen und in Musik verwandeln, und die Musik kreiert dann eigentlich die Magie. Und übrigens, interessanterweise bin ich auch über Heavy Metal zu diesem Konzept gekommen, weil der Bob Catley ist ja ein Metal-Sänger, den ich auch verschiedenste Mal auf der Bühne gesehen habe. Und wer den schon mal gesehen hat, der tut extrem gestenreich singen. Wenn der singt, macht er immer irgendwelche so Gesten. Und dort, wo ich mal auf einem Konzert gesehen habe, dachte das ist mein Magier im nächsten Buch. Er hat mit Gesten Musik macht eigentlich. Klar, er hat jetzt gesungen, aber in meinem Buch macht er eigentlich mit den Gesten, wird die Musik erzeugt. Und eigentlich ist der Bob Catley dort das Vorbild zu dem Ganzen. Aber jetzt bin ich abgeschweift, jetzt weiß ich nicht mehr. Nein, das ist schon gut. Die Frage, wie wäre das Positive, oder eben, dass es tatsächlich auch wie eben Sachen gibt, die man vielleicht nicht sehen, oder die Frage nach Gott und dem schon real ist, aber eben vielleicht oft auch Spannung auch kann stehen zu dem, was die Institution daraus eben macht. Ja. Genau, und die Parallelen, vielleicht noch sagen, Hexenverbrennungen im Mittelalter, oder? Das ist natürlich nicht die Parallelen in meinem Buch mit diesen Wirkern, die sind auch eben
die werden gejagt und verboten und alles. Und dort ist natürlich der Verweis zu unseren Hexenverbrennungen, die mit Alter stattgefunden haben. Und die Invasoren haben doch auch solche, aber die sind eben destruktiv. Gell? Genau, ja. Ich darf jetzt nicht sagen, ich weiss auch nicht genau, wie es rauskommt. Ja. Aber die Frage, was wir mit dem machen, was wir auch mit dem Guten, also mit dem, wo uns diese Begabungen, sage ich jetzt, wo Gott uns gibt, können wir Gutes und Schlechtes machen. Das ist nicht automatisch ist ein Vorgehen. Übrigens, das mit der Musik kommt mir in den Sinn, weißt du, wie das spannend ist, eben aus das Übernatürliche wird irgendwie in Musik verwandelt oder mit der Musik passiert das, wird das gewirkt, das gefällt mir mega gut. Erinnere mich auch, das finden wir auch beim Tolkien und beim C.S. Lewis, die Themen auch, also die Schöpfung, so im Tolkien wie beim Lewis in Narnia, wird da gemacht durch Singen. Also Gott ist echt der grosse Musikant, Komponist und wenn wir das nachher wieder die Musik vielleicht auch etwas von dieser Kraft von Gott könnte erleben, das genau. Ja. Die Musik ist einfach etwas Magisches. Es kann mit dir Sachen anstellen, die man gar nicht erklären kann, oder? Je nachdem, wenn man ein Lied hört, das einem etwas bedeutet, löst das in einem so viel aus, was eigentlich erstaunlich ist, oder? Nur durch Musik. Ja, dann hören wir doch noch mal ein bisschen Musik. Nochmal ein Song von euch, von Emerald, Black Pyramid.